Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig. Habt ihr mich vermisst? Ha? Habt ihr mich vermisst? Ach, ich wünschte, ich könnte schon sagen, ich war schon auf dem Drachefest, aber ich nehme die Aufnahme hier noch prophylaktisch auf, damit ich noch einen Tag Puffer habe, damit ich nicht sofort wieder aufnehmen muss, wenn ich am Sonntag daheim bin. Deswegen ist die jetzt noch vorm Drachefest aufgenommen worden, die Episode. Aber wahrscheinlich kann ich euch morgen mehr dazu sagen, weil dann ist wieder ein neuer Aufnahmetag und dann kann ich euch sagen, wie toll das war. Bis dahin ist das jetzt erstmal die Puffer-Episode für euch, dass ihr am Montag, am 31.07. halt, wieder eine Aufnahme habt und damit die Yankee-Abstinenz endet hat. Ach ja, aber ich freue mich richtig drauf aufs Drachefest, ohne Scheiß. Ach ja. Hobbys sind wunderbar, vor allem wenn das dann so die eine Woche lang geht, der Urlaub darstellt. Ach ja, wunderschön. Mit meinem Magier-Charakter gehe ich hier, beziehungsweise war ich dort. Das ist etwas zeitlich, etwas merkwürdig, das so zu formulieren. Gehe ich hier oder war ich dort? Ja, Magier-Charakter spiele ich. Balthasar Steiner, Seelenhirte von Irlak. Ach ja, ach ja. Ich freue mich drauf, beziehungsweise, es war so schön. Du kann ich die Catherine wieder einstöpseln. Dann soll ich mich hier nochmal umgucken. Du ist auch schon einiges kaputt gegangen, glaube ich. Alles zu. Dann wird die wahrscheinlich mit der General aufschließen. Okay. Rein mit dir. Die haben wir auch lange nicht mehr gerettet. Chris, what the hell happened to your arm? It's complicated. I just need to know one thing. Oh Gott. I'll have both my arms in the arc, right? Yes, of course. Are you okay though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did Das you sieht aber find the krass ark? aus mit dem I kaputten did, but I kinda Menschenarm. lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi, so it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Jo, dann schalten wir alles ein. Du bist jetzt wieder... Licht. Sehr schön. Du bist wieder unser Ache. Und mit dir können wir jetzt wahrscheinlich wieder generell auch retten. Alright, Phi is up and running. Super. Okay. Standortkarte. Ja. Wo sind wir dann? Wir sind hier in dem Raum. Von da Hunne sind wir gekommen. Da ist noch ein Kreuz eingezeichnet. Ach, wieder so ein Töte mich und im Lager blinkt was. Da muss die Arche sein. Und der Launch Dome. Die Rakete-Abschusskuppel. Das wird wahrscheinlich Omega sein. A satellite is loaded into a shell. Also Vieh ist an Omega gekoppelt, wie es Shell aussieht. is accelerated by electromagnets along the barrel. Ja, Chippy Choppy, oder? Enough momentum to escape Earth's gravity is gained. Ja, und dann zur Plattform und da wird sie abgeschossen. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Haha, wie ein Schmetterling, dann klappt die Solarzelle aus. Und dann kannst du alles mit Strom versorgen. Ja, das ist cool. Tunneltransport. TT1-4- Laderaum, Inhalt Arche. Status erfordert manuelle Entladung. Natürlich, Personalaktivität, erhörbar, E. Patterson, S. Lindwall, das war der letzte Mensch der Welt, Sarah Lindwall, Catherine Chun, N. Ivashkin und Jay Hill. Ausgehend, E. Patterson, S. Lindwall, N. Ivashkin, Jay Hill. Oh, sag jetzt, dass Catherine hier noch liegt. Oder hier irgendwo noch ist. Unsignierter Besucher von erhörbar, Start der Arche, ein letzter Besuch. Okay, Log aufrufen. Woche 48, Mission abgeschlossen, Orbitalplattform Frachter und Fernerkundungssatellit. Ach, abgeschlossen. Orbitalplattform Frachter und Sino-Indische Konföderation Kommunikationssatellit. Heimat zu. Okay, hoppla, das wollte ich nicht. Heimat zu, Orbitalplattform Frachter abgeschlossen. 14 Uhr. Und zentraler deutscher Kern. Aufklärungssatellit. Okay. Heimat zu Orbitalplattformfrachter ausgesetzt. Atmosphärenmesser, Wettersatellit ausgesetzt. Nach 10 Jahren einwandfreien Betriebs wird die Omega-Weltraumkanone abgeschaltet. Es bedurfte jedoch einer Apokalypse entlassen zu werden. Vic Auclair, der ist cool, der Typ irgendwie. Okay. Did you find out what happened to the ARC team? Jo, Not nicht so really. For wirklich. some reason, they didn't go through with the launch, so they took the arc back to Tau. I hope everything's okay with the space gun. Ja. I doubt I'll be able to repair one of those. Das wäre scheiße.
Aber ich fühle mich irgendwie sehr frei, muss ich sagen, weil ich habe die WoW kaputt gemacht. Das heißt, die WoW-Kreaturen müssten langsam noch und noch eigentlich abgetrennt werden. Die WoW-Kreaturen dürften eigentlich bald kein Problem mehr sein. Ich hoffe, die sind alle außer Gefecht. Deswegen bewege ich mich jetzt mal so ein bisschen freier und ein bisschen... Dupdi-dupdi-du. This feels like the longest day of my life. Oh ja, das Has glaube it ich just da. been one day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments today. Ja, What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But Okay. I don't remember when we started. der 11. Mai 2104, Hemmers. Das rülpst und knattert fröhlich vor sich hin, da muss ich glaube ich nichts machen. Aber ich fühle mich gerade sehr erleichtert, weil ich die WoW gecrashed habe. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Ja, Simon scheint ja wohl auch eher wieder zum Schwätzer eingestellt zu sein und aufgelegt zu sein, genauso wie Catherine. Die scheinen ja wohl wieder ihre Dialoge zu führen, wie in Theta. Also vermute ich auch, dass hier jetzt nichts mehr Schlimmes kommen könnte. Ration bereits nach Tau verlegt. Seht zu, dass ihr hier zurückkommt, wenn ihr Hunger habt. Kowski. Okay. Toilette. It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah, better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You seriously not gonna tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing the memory of humanity. Ja. Okay, let's just get back to work. So, du greife ich jetzt an, Murai. Was will die WoW schon machen? Was will die WoW schon machen? What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. Watch the clouds roll by? Oh ja, Does that count? I'd say so. das zählt auf jeden Fall. Es muss schön sein, wenn man die ganze Zeit unter Wasser gearbeitet hat, dann endlich mal wieder Wolke sehen zu können. Auch wenn sie nur digital sind, auch wenn es nur Abbild von der Realität ist, aber trotzdem. Muss schön sein. Loading Dock, ich glaube, da ist die Arche drin. Ich fühle mich echt wirklich sicher, muss ich jetzt gestehen. Ich hoffe, das Spiel legt mich nicht nochmal übers Knie und zieht man die Hammelbälle lang. Okay, da geht so irgendwo anders hier. Da brauche ich mal Omnitool. Da brauche ich wahrscheinlich echt die Arche. Ja, ich hoffe, das Spiel zieht man nicht nochmal die Hammelbälle lang von meiner Arroganz. Und dass ich nicht nochmal mit irgendeiner Kreatur rechnen muss. Ich schätze aber einfach mal, dass jetzt nichts mehr kommt. Oh, ja, das Klettern geht jetzt nämlich so gut. Aber es sieht so pervers aus mit dem Arzog, mit der abgerissene Leiche-Hand und dann auch noch von einer Frau. Ich meine jetzt nicht, dass das schlimm wäre, dass es von einer Frau wäre, aber es ist so ungewohnt, wenn dann die Seelekopie von einem Mando drin steckt und in einem Frauenleichnam einfach ohne Kopf. Es ist schon ziemlich pervers, wenn man so drüber nachdenkt. Okay. Das sind diese Geschosshülse anscheinend, wo wir die Arche reinstecken müssen. Vermute ich jetzt einfach mal so. Was sind wir dann hier? Okay. Ah, da ist ein Akku. Energy Pal. Ah, mit dem Ding könnten wir jetzt unseren Simon 2.0 wieder aufladen, wenn er noch leben geht. Aber da ist ja nur der Akku leer. Ah, da ist auch noch mal so Wow-Rosette. Vielleicht braucht sie hier einen Akku. Vielleicht muss man den rausnehmen, damit wir da woanders was hinmachen können. Können wir das eklige Ding da rausnehmen? Nee. Sieht nicht so aus. Oh, da hinten leuchtet was. Nett. Schon mal was ganz Reizendes, was hier zu sein. Dann können wir das jetzt wahrscheinlich benutzen, oder? Na? Ja. Oh. Aufpassen. Ah, da ist er. Da ist er, die Arche.
Okay, ansonsten ist hier nichts von Alright. Interesse. Found the ark. Good job, Simon. Now we just need to find the assembly space so we can stuff the Ark into a shell. Montageplatz, okay. Er ist etwas schwierig zu halten. Da können wir nämlich gerade, die Batterie ist hier sowieso von dem ekligen Ding kontrolliert. Okay. Montagedeck. Vielleicht ist das hier. Okay. Okay, das sieht doch gut aus. Das sieht doch aus, als wäre was bereit hier. Oh, oh, da ist jemand erschraubenschlüsselt worden, wie es aussieht. Was ist denn das? Oh, da brauchen wir auch noch das Energy Pal, okay. Ich muss wohl die Arche vorher ablecken. Moment. Ist das nicht die Catherine? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then pushed through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Da hat seine erschlache dann im Streit. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Scheiße, das ist es tatsächlich gewesen. Oh God. Catherine, Did you say something? it's you. You had an accident. What do you... Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Scheiße. Oh, scheiße, Mann. Die ist von ihrer Kollege im Streit How erschlagen did she worden. die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure Yeah. it was an accident. They were just trying to stop you from launching. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. On it. How could they kill me? Catherine, I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. come on. Don't do this to yourself. Das ist schon bitter. Okay, jetzt brauchen wir nur noch Saft, damit wir das Ding starten können. Ja, ich fand's aber persönlich auch scheiße. Also ich persönlich hätte es auch scheiße gefunden, wenn wir das Ganze auch einfach jetzt Did hier you have behalten friends in hätten. Toronto, Simon? Real friends? There was some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Ach Gott. Nee, also ich denke schon, dass wir Freunde sind mittlerweile. Do you Aber- think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. Ja, With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In richtig. space, we have thousands of years. Und die Still, WoW kriegt one sie hell of a nicht, gamble, solange sie though. noch aktiv This ist. was never about certainty. It's about hope. Okay, jetzt können wir es zur Kanone schicken. Jetzt ist es hier aktiviert.
Sieht aber auch ziemlich rostig aus, das Ding. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Drauf springen können wir leider nicht. Back up and we'll head out to the gun. Okay, drauf springen können wir leider nicht, um selber mitgeschossen zu werden. Projektil unterwegs. Na gut. Ich glaube, wir haben ja alles. Army Catherine. Army Catherine. Jetzt krüppeln wir da wieder hoch mit unserem Stummelarm. Okay. Heftig. Ja, also ich finde definitiv, man muss es in den Weltraum schießen. Alles andere wäre Quatsch. Weil hier könnte es noch der Wow zum Opfer fallen, solange die noch aktiv ist. Die ist zwar vergift, aber es wird eine Zeit lang dauern, bis die inaktiv ist. Und bis dorthin will sie ihr Protokoll auch ausführen. Und hier kann sie, wie gesagt, auch vom Strom her nicht so lange überleben wie im Weltraum. Und ein Versuch ist es wert. Wir probieren es einfach. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while Okay. operating the gun. 2 birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Okay, wir scheinen kurz vor Ende zu sein hier. Das könnte die letzte Episode von Let's Play Soma auf Pelzig wäre. Dann sehen wir uns ja morgen gar nicht. Da kann ich ja bei Soma nicht erzählen, wie es beim Drachefest war. Na, du dafür bei Uncharted bestimmt. Oder bei Terranigma. Aber wenn das jetzt wirklich kurz vor knackig ist, dann mache ich das jetzt natürlich auch bis zum bitteren Ende durch, auch wenn das jetzt 30 Minuten sind. Dotra soll es da nicht liegen. Luftschleusenflutung, okay. Weil wenn wir jetzt wirklich schon vor der Kanone sind, dann machen wir das auch noch. Aber hallo. Wegen 10 Minuten fange ich kein neues Let's Play hier an. Beziehungsweise ein neuer Aufnahmetag fange ich erst gar nicht auf, 10 Minuten Let's Play dann. Speichert. Okay. Wow. Ja, leck mich doch am Arsch. Geiles Teil. Leck mich doch am Käppel. Okay. Du scheint der Pilotensitz zu sein. Ich mag mich jetzt aber nur noch mal umgucken. Da ist nichts anderes. Okay. Okay, und da wird sie beladen. Erinnert ein bisschen an die Sister Ray aus Final Fantasy VII, oder? Okay. Projektil ist anscheinend schon ohne angekommen und wird dann hochgeballert. Dann die Lichter braucht es, damit man sieht, klar. Da ist unser Pilotensitz. Da scheint jetzt auch keine Wow-Kreatur mehr zu kommen. Ah, machen wir das doch. Omnitool. Da ist er wieder. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Okay. Boah, ich hoffe, wir kommen noch auf die Arche drauf, ohne Scheiß. Das ist jetzt der entscheidende Moment. Wer kommt auf die Arche drauf und wie? Kommt er mit seinem alten Hirnscan aus Toronto oder mit seinem jetzigen Ich? Ich glaube, dass das sein jetziges Ich dann kopiert kriegt zum Simon 4.0, der dann auf die Arche kommt. Das glaube ich zumindest, weil es ist ja wieder ein Pilotensitz. Ich hoffe nur, er kann schnell genug nochmal reintransferiert werden. Aber das heißt, er bleibt hier, 3.0 bleibt hier und Catherine ist rüberkopiert und er bleibt hier als 3.0 allein, während 4.0 mit Catherine sagt, ich hab's gepackt. Jetzt muss ich das wirklich mal kurz anhalten, ihr liebe Leute, bevor es da jetzt losgeht. Ich glaube nämlich wirklich, er kommt da rüber als 4.0 mit Catherine, die sich kopiert. Das heißt, die ist nämlich auf ihrem Cortex-Chip drauf. Und Simon 4.0 und Catherine 3.0 hocken da, yay, wir haben's gepackt. Beziehungsweise Catherine 2.0 ja eigentlich sagt, wir haben's gepackt, Und die machen groß Party und Simon 3.0 sitzt hier und sagt, fuck, ich bin allein hier.
Und der wird wahnsinnig. Ich glaube, das passiert jetzt. Das ist meine Theorie. Okay, wir bedienen das Ganze. Okay, es wird gerade reingeleckt, die Projektilhülse mit der Arche. Ja, dann legst du auch rein. Ach so, okay, das kann ich so bedienen. Moment, halt. Da muss es rein. Halt. Was machen sie dann für einen Quatsch? Zoom. Ja, kann ich da reinzoomen oder? Ich würde gerne ein bisschen weiter noch rechts, aber... Da würde ich ganz... hallo? Also die Steuerung ist nicht so, dass es jeder bedienen kann, so nebenbei mal. Das ist absoluter Scheiß. Das sieht's dann... Ah. Ja, dann runter damit, oder? Okay, mit Zoom komme ich da rein, okay. Das ist doch zum Kotze grad. Jetzt hängt es wieder an so einem einfachen Scheiß. Oder muss ich durch die Patronenhülse? Ah, okay. Die muss ich erst nehmen. Ja, dann hol sie da auch bitte. Ja, dann nimm sie doch. Ah, Mann. Wenn man keine Ahnung hat, was man zu greifen hat. Dann hol sie da doch. Ja. Hol sie. Ah. Okay. So. Jetzt drehen wir das Ding und schieben es da rein. Wenn man es drehen könnte, wäre nicht schlecht. Hallo? Alter Falter, jetzt muss ich wieder wahllos Knöpfe drücken, bis es klappt. Ja. Na also. In der Zeit hätten wir uns sicher schon locker transferieren und kopieren können. So. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Okay. Scan-Programm wird initiiert. Thank you, Simon. Noch 26 Sekunden. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Okay, Catherine zuerst. Scheiße. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Boah. You guys would have better bandwidth in the future. Hopp, schneller. 10 Sekunden noch. 10 seconds. 9. Hopp. 7. 6. Scheiße, das klappt mit mir. 4. Das klappt mit mir. 2. Yeah, we made it! Aber nur kopieren, ne? Er wacht ja nicht dort auf. Er ist kopiert worden. I'm still here. Ja. I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. Okay, die ist auch noch da. What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. Yeah. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks. But our copies are up there. Yeah. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy?
We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. Doch. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. Und die Wow haben wir noch gecrashed. Fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine. You lied. And I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. You Fuck! Jetzt ist er ganz leer. Oh, Scheiße. Please don't leave me alone. Oh. Catherine? Catherine? Scheiße, also Simon 3.0 wird hundertprozentig wahnsinnig. Oh Mann, das war mir so klar, dass das passieren wird. Das war mir so absolut klar. Scheiße, es war absolut absehbar, dass das passiert. Ich hab's gewusst. Simon 3.0 wird kopiert. Dann haben wir wieder diese Sache. Hier ist der gemeinsame Punkt. Simon 3.0 bleibt, während 4.0 in der Arche weiterlebt für bis zu über 1000 Jahre. Simon 3.0 wird damit geistig nicht fertig, dass er nicht in der Arche aufwacht, sondern dass seine Kopie jetzt gerade einen Freudetanz macht und sagt, Catherine, wir haben's geschafft, wir haben's überlebt. Während Simon 3.0 als Kopie, als Backup sozusagen zurückbleibt und wahnsinnig wird. Ich habe eigentlich gedacht, dass Catherine sich ganz transferiert, aber ach, sie war anscheinend nur Catherine 3.0, die sich kopiert hat. Und dann ist auch noch das Omnitool gestorben und Simon war völlig allein. Der Typ dreht jetzt absolut durch, er kann auch nicht zu seinem Simon 2.0 zurückkehren. Vielleicht hätte ich ihn in dem Fall doch leben lassen sollen, dann wären die zwei möglicherweise noch am Leben und irgendwo unterwegs. Naja, die Wow haben wir wenigstens gecrashed, das heißt, die Wow kann ihm weiteres Leben auf dem Planet übernehmen und kontrollieren. Wenigstens das. Ja, ansonsten, die Thematik, wann ist ein Mensch und wann beginnt menschliches Leben, haben wir ja eigentlich schon im Spiel sehr groß durchdiskutiert und ich muss sagen, das was hier übrig ist, das was von der Arche noch übrig war, das war das, was ein Mensch noch am ähnlichsten kommt und das kann jetzt draußen im Weltall überleben. Als Kopie, digitale Kopie. Irgendwelche Aliens könnten irgendwas damit anfangen, möglicherweise irgendwann. Und die Menschheit überlebt zumindest als technische Backup-Datei. Zwar nicht mit Originalseele, aber mit digitale Seele, könnte man sagen, mit einer digitalen Kopie von einer Seele und von einer Persönlichkeit. Insofern KIs, aber was anderes ist nämlich zu machen. Und was habe ich denn noch zu sagen? Irgendwann hört halt jede Ära auf. Ach, die Menschen hören irgendwann auf. Und das war der letzte Versuch von der Menschheit, sich nochmal zu retten in irgendeiner Form. Die Dinosaurier sind vollkommen ausgestorben, aber die Menschheit hat wenigstens noch digitale Kopie von sich weitergeleitet. Es ist halt so, es ist traurig, aber die Menschheit muss ja nicht immer der Mittelpunkt vom Universum sein. Die Menschheit muss ja nicht Milliarden Jahre überleben. So könnte irgendwann mal die Menschheit enden. Oh Gott, was ist denn jetzt? Huch! Ah, sind wir jetzt in der Arche? Das ist unsere Arche-Kopie. Wir spielen jetzt nochmal Simon 4.0. Is this? Did it work? Und wie ich gesagt habe, der macht seinen Freudetanz hier, weil er es gepackt hat natürlich. Und der ist in seinem digitalen menschlichen Körper. Und wir sind hier in einer Höhle mit Stalagmite und Stalaktite gelandet. Okay. So haben sie die Arche programmiert. Wir können jetzt natürlich auch keine Taschenlampen mehr einschalten. Okay, da wird man durch so Unterwelt anscheinend reingeführt. Jetzt will ich natürlich wissen, wie die Arche aussieht. Okay, das ist der erste Schritt in einem digitalen Leben für die neue Menschheit oder für die Menschheits-Backups. Bis vielleicht irgendjemand mal, irgendeine außerirdische Spezies in der Lage ist, dieser menschliche Backups in geklonte menschliche Körper zu bringen. Vielleicht hat die Menschheit ja so wieder eine Chance, irgendwann wieder zu erstehen wie der Phönix aus der Asche. Obwohl ihr Planet zerstört wurde.
Ich hoffe aber, dass es dann in echt nicht so aussieht, weil hier sieht man definitiv, dass es eine Grafik ist. Und ich hoffe, für eine richtige Arche wird es dann eine Virtual Reality sein mit wesentlich mehr Milliarden Terabytes. Aber für den Moment, um im Spiel zu bleiben, wir hatten ja auch nicht genug Wasser in der letzten Zeit, muss ich sagen, es ist wunderschön. Endlich wieder an der Oberfläche zu sein, auch wenn das nur digitale Oberfläche ist, wenn das nur Traumwelt ist. Es ist ein wunderschöner Moment, in der Natur wieder zu sein, wo wir die ganze Zeit ohne in dem Loch eingesperrt waren. Und ich genieße es gerade. Und ich frage mich, wer als nächstes kommt, ob Catherine uns begrüßt und ob Catherine und Simon jetzt wirklich Freunde sein können und vielleicht auch ein Paar sein können. Ich glaube, keiner kennt Catherine besser als Simon und keiner kennt Simon besser als Catherine. Und Sarah Lindwall müssen wir auch sagen, dass sie the last man standing war, aber das zählt ja jetzt alles nicht mehr. Das war das Leben vor der Arche. Kalibrierungsvermessung V0.3. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrungen geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Fühle mich normal, gestärkt, bessere Version meiner selbst, fühle mich fremd, Gast. Die hatten wir ja schon mal. Ich würde sagen, gestärkt. Wir sind richtig euphorisch gerade. Wie würden Sie Ihren psychischen Zustand beschreiben? Normal, abgetrennt, verändert, verloren. Normal. Alles gut. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Normal, bewusst und genauer. Weil wir sind ja endlich wieder in der Natur. Bewusster und genauer. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Angenehm, ich mag es nicht, beunruhigend. Alles fühlt sich konstruiert an, deprimierend, man weiß es ja halt, aber es ist angenehm, oder? Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Ich fühle mich gut. Selbstverloren, ich traue meiner vorherigen Existenz nach. Ich fühle mich gut. Auf jeden Fall. Wir waren ja vorher so Halbweser. Also für Simon trifft das so zu, weil er ja nie mehr menschlich war in der Zukunft. Rein menschlich zumindest nie mehr. Wie nehmen Sie die neue Existenz wahr? Direkte Fortsetzung meines vorherigen Selbst wie ein neues Kapitel meines Lebens. Obwohl, als wäre ich neu geboren worden, ein vollständiger Neuanfang. Jawohl. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird, wie mein vorheriges, mit weniger Bedeutung? Vielleicht können wir einen neuen Sinn in dieser Welt finden. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Das finde ich aber cool, dass es sowas gibt, weil dann kann jeder, der die Schnauze voll hat, wenigstens friedlich gelöscht wäre. Nö, ich mag jetzt erstmal alles erkunden. Ihre Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das Arche-Team. Okay, cool. Du kannst mal immer noch sagen, okay. Ich lebe jetzt 200 Jahre hier und habe immer noch keinen Sinn für mich gefunden. Dann kann ich jetzt immer noch den Stöpsel ziehen. Den Stecker ziehen. Schön. Oh, und da hinten ist diese futuristische Stadt, wie wir es auch in Tetak sehen. Das scheint wohl jetzt das neue Habitat von den Arche-Bewohner zu sein. Wer weiß, vielleicht können auch die Kinder kriegen, digitale Kinder, als neue Datei. Datei wird gelöscht, andere wird neu installiert, sozusagen Leben und Tod. Interessant. Ausgezeichnet. Okay. Catherine? Wow. Oh, und du hast Catherine. Ach, cool. Wow, und die Stadt. Geil. Also das ist richtig geil. Okay, Catherine. Catherine. Hi. Sie ist es. I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Oh, und die Welt. Die Erde voller Wolke und ich habe schon gesehen, rot gesprenkelt. Ja, was einst Kontinente waren, ist jetzt vernichtet. Oh, scheiße, überall brennt die Welt. Die Welt brennt und ist vernichtet.
Und die Menschheit rettet sich digital. Und die Erde kann sich eventuell wie bei den Dinosauriern wieder neu regenerieren und neues Leben hervorbringen. Nachdem die WoW jetzt auch gestoppt ist, wird das möglicherweise auch in ein paar 100.000 bis Millionen Jahre möglich sein. Die Welt hat eine Chance auf Neuanfang ohne Menschen, mit eventuell einer neuen Spezies, die sich dort entwickeln wird. Und die Menschheit ist digital in die Ferne unterwegs. Und wer weiß, was sie dort erwarten wird. Wenn sie irgendwann zerstört wird von Asteroiden, dann ist es halt so. Wie gesagt, die Menschheit ist nicht der Dreh- und Angelpunkt des Universums. Ach, die Menschheit vergeht irgendwann. Das ist der Lauf der Dinge. Boah. Und ich bin absolut begeistert von Soma. Es war ein großartiges Spiel und ich hab's absolut genossen. Jede Schocksekunde, jeden ergreifenden Moment und jede philosophische Sekunde hier in dem Spiel. Also ich bin absolut begeistert von dem Spiel. Es war eine Ehre, das zu spielen. Trophäe erhalten in Silber. Das Ende. Und zum Schluss bildet's tatsächlich nochmal im Hauptmenü das Gesicht von Catherine. Ich bin geehrt, das Spiel zu haben als Let's Play und dass ihr mir zugeguckt habt. Ich danke euch alle von Herzen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es beim Drachefest wirklich war, dann gucken doch mal morgen die Episode von Uncharted 4 und von Terranigma. Und ich würde sagen, das wollte ich auch noch aussprechen. Tja, ich habe mittlerweile echt kein neues Horrorspiel mehr gefunden, was ich spielen könnte. Und deswegen würde ich sagen, bevor ich Quantität statt Qualität mache, warte ich lieber auf die großen Titel wie das DLC Not a Hero von Resident Evil 7 oder auf Days Gone und mache bis dorthin was anderes. Und zwar habe ich mir gedacht, ab morgen wird es dann Let's Play Baldur's Gate 2 auf Pelzig geben. Ich gehe in die Rollenspiel-Schiene und wir sehen uns dann zum Klassiker von Rollenspiel, der einfach nur großartig ist und nach der sollte mal gespielt werden. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Einstieg für mich in die Fantasy-Rollenspiele in meinem Kanal. Und dafür habe ich leider viel zu wenig gemacht. Dafür habe ich sehr viel Horror und Survival-Horror gemacht, aber jetzt werde ich mich wohl eher der Fantasy-RPG-Schiene widmen. Und wir sehen uns morgen zu meinem Erstling dazu, beziehungsweise Final Fantasy könnte man ja eigentlich auch als Erstling bezeichnen, aber Baldur's Gate wird es am PC sein. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und vielen Dank, dass ihr so mal mit mir gegangen seid. Macht's gut bis morgen für ein neues Let's Play in einer neuen Domäne. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Drachefest war, wie gesagt, Uncharted kommt ihr vorher raus. Und Terranigma könnt das wahrscheinlich auch noch mal hören. Also machen's gut und bis morgen dann zu Baldur's Gate 2, Schatten von Amn auf Pelzig. Es war mir, wie gesagt, eine absolute Ehre, hier Soma zu spielen. Das war ein ganz, ganz großer Titel, ganz großes Horror-Survival-Science-Fiction-Spiel. Spielt selber, unterstützt die Entwickler, unterstützt Frictional Games, auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber genug geplappert und wir sind jetzt auch schon bei fast 40 Minuten, also machen's gut, wie gesagt. Ayan Yankee.